So Leute, in noch eben 88 sind wir unterwegs hier in einem seltsamen Wald und wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen, aber ist ja egal, ist ja nichts Neues. Ach doch, stimmt, wir müssen eben die Viecher platt machen, wa? Glaube ich, unter anderem, bin ich mir so sicher. Daneben. Ja, das stellt sich ein bisschen schwieriger aus, liebe Asna. Vielleicht auch nicht. Ich dachte, wir hätten noch eine Quest gehabt. Hey, 4 okay. Was bist du denn für einer? Ein König-Eber. Der ist definitiv neu. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, wieder ein bisschen Erz. Noch so ein Königseber. Warum sind die hier? Haben noch irgendwas mit der Quest zu tun? Ich meine, es gibt aber noch 1, 2 Quests, die wir... ich wollte gerade... Ja, ich wollte gerade recht loslegen. 1, 2 Quests, wo ich glaube noch irgendwas einsammeln muss. Moment mal ganz kurz. Nee, das ist gut. In den Tiefen der Höhlen. Ja gut, das ist natürlich eine Höhle hier. Also sind die Eber zumindest momentan noch rein zur Deko. Alles klar. Was sagt die Map? Einen Weg haben wir schon gemacht. Das ist soweit korrekt. So, den ganz da hinten. Noch in der letzten Folge. Jetzt geht es hier weiter. Immer weiter geht es weiter. Servus. Das ist mal eine Idee. Wolltest du einfach den Last Kill abstauben? Ja, ja, die gute Asna, wa? So, warte mal ganz kurz. Haben wir jetzt wirklich 5... Hä? Venomous Flowers? Was zum Henker ist das Speedbuggy? Warte mal, das sind doch die gleichen Viecher. Ja, das Spiel verarscht mich gerade. Entweder das oder mein Englisch ist doch um einiges schlechter als ich dachte, weil ganz ehrlich. Besiege die Blumen, die auf der Ebene 88 herumirren. Inhabit. Also genau Inhabit bedeutet, weiß ich jetzt zwar auch nicht. Quest wird Outside of Town ist. Also ernsthaft, nur wenn es halt außerhalb der Stadt ist, aber die hier im Wald drin nicht. Versteht das richtig? Ist das so gemeint? Okay, was für ein Bullshit. Nein, du bist mir egal. Du gibst keine Punkte, hau ab. Ein Rapier. Ein Eclair. Ein leckeres Rapier in diesem Sinne. Oh Mann. Okay, weiter geht's. Ich bin ja froh, wenn wir eben 90 hinter uns haben. Hey, dann zurück ins Holo-Area. Das sieht auch interessant aus. Kaputte Brücke. Jo, da kommen wir nie im Leben rüber. Was? Ihr wollt tatsächlich über... Nee, er kommt schon. Ja, wie heißen die Teile jetzt schon auf Deutsch? Ja, die grünen Blätter, aber die haben einen speziellen Namen. Kann ich das irgendwo ableiten? Ich überlege gerade. Pokémon? Nee, scheiße. Mann, es fällt mir garantiert ein paar Minuten, nachdem die Folge vorbei ist, fällt es garantiert wieder ein. Was genau ist, aber ist auch scheißegal. So, hier lautet nichts wahr, weil irgendwie... Das sind eigentlich nur ein paar Krabben, von denen brauche ich auch nichts. Ne, das sind keine Huflattichblätter. Ne, irgendwas anderes ist. Ah, Mann, fällt es euch mal ein. Kennt ihr dieses beschissene Gefühl, wenn du genau weißt, ja, wie das Teil, also eigentlich wüsstest du, wie das Teil heißt. Es liegt dir auf der Zunge, aber es kommt einfach nicht rüber. Irgendwie so, du kommst so ganz bescheuert vor, so, Hilfe,
Gehirn, wo bist du hin? Ja. In solchen Situationen, obwohl sie nichts damit zu tun hat, kommen mir echt alt vor. Aber eben hat nichts damit zu tun. Das kann genauso gut irgendwie einem 10-Jährigen passieren oder so. Was mir auch schon der Fall war. Und jetzt plötzlich. Ja, ich wollte gerade nicht hin. Das anderes Areal. Nicht schlecht, Herr Specht. Hier schimmert auch nichts, wa? Auch hier oben nicht. Jetzt wieder diese scheiß Blume, aber nee, da hat auch nichts mit der Quest zu tun. Leider Gottes. So, ich muss darüber. Ah, wir können überhaupt da hoch, gibt gar keinen Sinn. Warum kann ich da hoch? Da gibt es später eine Quest? Ja, keine Ahnung. Kuckuck. So. Das Moment sieht interessant aus. Zumindest wenn es in den Höhlen. Ich schätze jetzt mal von Ebene 88. Wow, schön laggy. Also, was steht denn da Schönes? A great dragon that once brought disaster upon this land now lies sealed here by the power of 2 crystals. The road has been severed, but peace shall surely come to the people. 2 Kristalle. Und den Rachenplan machen, wa? Da haben wir wieder... Hallo, was machst du denn hier, Alter? Der muss noch stark sein. Gut, hier kommen wir nicht durch, keine Chance. Und hier geht's auch irgendwo hin. Ja, super. Warte mal, Kristalle? Hä? Sind irgendwie auch Kristalle hier finden für die Quest? I'm a little bit confused. Crystal, da ist was anderes gemeint. Scheiße, das war die letzte Ebene, sorry. Collect Sky Blue Wings. In the Forest. Da kann man jetzt auch nach meinem Wald zurück. Hä? Gar nichts gesehen da. Ein Krabben. Oh, den Feuerblatt machen sollen. Okay. Die Ritter lassen wir ihn in Ruhe. Ja, die wissen. Alle stark geblieben. Was bist du für einer? Ich bin noch kopflos. Och nö, er hat mich doch getriggert. Ja, der ganze Haufen. Zwei Hände Axt und noch ein Rapier. Und tschüss. Hat mich gefreut. Da geht's weiter. Oh, kommt die auch noch. Mir fehlt ein Schutz-Item. Wäre irgendwie ganz geil. Die treffen erstaunlicherweise gar nichts. Geht diese Tür auf? Ja, was war diese Tür? Das sieht aber ziemlich stark aus. Okay, drehen wir ganz kurz noch. AOE-Skill. Oh, sorry. Ich hab's zu spät gesehen hast du. Natürlich, das ist kein AOE-Skill. Also, mein Skill ist nochmal verdammt hoch. Okay, ich dachte, wir wären mehr mitgekommen. Na, ist egal. So, wer bist du? Jemand, der mir gerade ziemlich auf den Sack geht? Alter! Was läuft mit dir falsch? Und 18, aber sonst geht's noch, oder was? Ja, hat er recht, das sieht wirklich stark aus. Ich wollte gerade... Was ist das gerade?
So. Ja, hat pariert. Der hat ordentlich Damage gemacht, hey. Alter Schwede. Alright, let's break it. Attack maybe. Was? Bisschen angeschnupst und down war er. Wow. Große Herausforderung. Gut, also der Ritter hat echt Schaden gemacht. Ich regeneriere mich zwar gerade, aber das ist, ja, das war, mehr als ich erwartet hatte. Da muss ich vielleicht mal ganz kurz intervenieren. Usability, mach vielleicht direkt mal, Moment, Return, nee, ist... Ja, schon Use. Okay. Ja, kein Problem, ich habe genug, gell? Es ging mehr darum, dass ich da schnell so drauf komme. Gut. Ja, das geritzt. Wieso ist der mir hier? Greift er mich rein kann? Oh, 172! Das ist ein bisschen nicht mehr ganz knusper. Alter! 172, was ist los mit dem Typen? Alter Kayaba, was ist los mit dir? Du bist ja gar nicht krank. Ich meine, doch, natürlich ist er ein kranker Typ, aber das ist... Nee. Was ist los? Natürlich. Boah, Alter, 172. Mhm. So. Ja, keine Ahnung, vielleicht mal gucken, ob er irgendwie ein stärkeres Schwert. Vielleicht erst langsam sich mal dann wieder ein bisschen abzugraden und so, wenn ich es dann vielleicht offscreen mache. 9 Vermillion 2. Hat meine alten Schwerter. Teilweise noch besser sind. Was? War ich gar nicht ausgerüstet? Oh, seltsam. Phantom Spada. Singen noch etwas. Der ist auch nicht schlecht von Werten her. Kann man mal versuchen so. Kurz überlegt, ob ich irgendwie das Outfit noch ändern soll. Aber nee, ich glaube, wir lassen es mal. So. Ich dachte mir, dass da mit anderen Typen irgendwie bekannt vorkam. Das war mal ein Endboss. Einfach ein kleiner. Genau wie der hier. Und zwar ist der noch gar nicht so lange her. Alter. Wow. Hey, hier spielt die Musik. Das hat sehr viel gebracht. So, zum Thema Switchen. Ja. Ich wollte gerade irgendwie ablocken, aber Kirito hat keinen Bock drauf. So. Natürlich! Kirito greift nicht an in das scheiß Item. Ich habe gar keinen Angriffsknopf gedrückt. Wenn man schon dieses scheiß Item-System so verkomplizieren muss,
im Sinne von hier ein Item auswählen oder auf dem Quickslot ein Item ausnehmen, muss auf verschiedenen Tasten sein, dann bitte, bitte, liebe Entwickler, macht es doch so, dass Kirito nicht automatisch angreift. Alter. Das ist echt ein Witz. Aber leider ein sehr schlechter. Mann, lassen doch hier einfach alle in Ruhe. Aber wisst ihr, ich sag zuerst noch Switch, was passiert, ich bin trotzdem auf Risk 5. Alter, warum kann Kirito nicht, während ich im Item-Menü bin, einfach aufhören anzugreifen? Also, das Problem ist, während er angreift, ich meine, jetzt momentan, als Beispiel. Jetzt greift Kirito an, ich drücke gar keinen Knopf. Das ist ja an sich nicht schlimm, das hatten wir bei Xenoblade Chronicles zum Beispiel, gibt es dieses System ja auch. Habe ich nichts dagegen, aber wenn ich jetzt ein Item einsetzen will, dann heißt das Spiel, nee, ich muss abwarten, bis Kirito aufhört, sich zu bewegen. Ja, super, aber ich kann es gar nicht kontrollieren. Er greift ja selbstständig an. Boah. Leider die andere Kehrseite dieses Spiels. Und einmal mehr, ich freue mich schon sehr, sehr auf den nächsten SAO-Spieler. Vor allem freue ich mich sehr, wenn dieses Spiel durch ist. Ich habe auch vorhin schon überlegt, weil ich kürzlich ein Problem mit der Aufnahme hatte von einem anderen Spiel. Ich habe mir so gedacht, was wäre wohl, würde mir das hier bei SAO Holofragment auch passieren, weil ich kann nicht manuell speichern. Und Speicherplätze kopieren kann ich auch nicht, das heißt, ja, wenn es mal eine Aufnahme verkacken sollte und das nicht aufgenommen wird oder so. Oder vielleicht sogar noch Schlimmeres, irgendwie, dass der Spielstand komplett im Arsch wäre. Nochmal von vorne. Nee. Ich glaube, vorne wäre es wirklich das erste Spiel seit sehr, sehr langer Zeit, wo ich knallhart sagen würde, nee, wird abgebrochen, fertig, Schluss, Amen. Wo ich echt null Bock hätte, das nochmal zu machen. Wie gesagt, es ist ja kein schlechtes Spiel. Insofern. Es hat einfach, sagen wir so, es ist eigentlich auch vom Setting her und so cool. Hollow Area als komplett neues Areal mit den Ebenen 76 bis 100. In 1 Grad. Eigentlich alles super, nur eben das Ganze ein bisschen trist, wie es halt so daherkommt. Das zum einen. Also ein bisschen das Gleiche ist. Kaum Abwechslung bringt. Und zum anderen eben, was ich auch schon öfters bemerkt habe, die Steuerung. Und dann, ja, in diese Langatmigkeit vor allem. Und vor allem das mit Kirito und ja, er ist halt der Haremkönig und so. Ja, das ist dann da so. Aber ja. Und sonst hat das Spiel eben auch sehr viel Schönes. Von dem her ist das jetzt nicht so, dass man irgendwie. Vor allem jetzt natürlich schnell einen Eindruck bekommen, von wegen, ne, Mike, wie du zockst überhaupt, wenn du das Spiel sowieso hast. Nee, das nicht, aber es sind einfach ein paar Frustmomente, die es gibt im Spiel. Wenn die halt vielleicht mal Überhand nehmen sollten, dass man irgendwie sage, oh nee, come on. Sowas halt. Gibt es natürlich immer mal, also Frustmomente, das eigentlich nichts Neues, sondern nichts Schlimmes. Toll, weil Gestumping kann nichts machen. Ihn noch gestunt. Geht so. Ich meine, ich sollte eigentlich sowieso einen Scheißtag zum Aufnehmen, weil ich sowieso aus anderen Gründen gefrustet bin. Und wenn dann halt, je nachdem, noch in Spielen gefrustet wirst, dann Spaß machen sollten. Ich meine, klar, nichts im Leben macht nur Spaß, hat alles auch seine Schattenseite. Aber wenn halt so noch etwas dabei ist, dann, ja, dann ist es übel. Dann lässt man gerne mal seinen Frust etwas aus, dass es gar keine Schuld dran hat. Ja, Asna, der Mann bin ich auch.
So, eigentlich ist er... Genau, geswitcht. Jetzt läuft es plötzlich ganz gut. Wundert mich gerade ein bisschen, wenn ich ehrlich sein darf. Wenn ich jetzt ein Attackenproblem muss ausweichen, von hat mich trotzdem immer getroffen. Was ist denn das? Okay. Wieso keine Level-Ups? Also für Kirito kein Wunder, aber für Asuna, Alter. Das sind so ein hohen Level. So, zurück und lass mich ran, jetzt kommt der große, böse Drache. Ganz groß und ganz böse. Böse, böse, böse. Man muss sagen, hier Ebene 88, das scheint momentan größer zu sein als die anderen. Was eigentlich seltsam ist, wenn man sich ja die Form von einem Grab bedenkt. Sollte nicht unbedingt größer werden. Und eben eigentlich eher kleiner. Ach nö, das Vieh schon wieder. Freunde, dann machen wir in der nächsten Folge, wa? Bis dahin, bye bye.